Gut, ich will euch dann auch offiziell begrüßen. Letztes Jahr sitzen wir nach zusammen auf einer Bilanzpressekonferenz, die war bei einem anderen Platz. Da waren wir zu zwei. Das war den David als Sprecher von Die Linke gar nicht. Wir haben den Bilan gemacht von einer Chamberspräsenz, wo wir noch länger in der Chamber vertraut waren, wo wir eigentlich auch schon Demos relativ viel an Bewegung gebracht haben. Lo sitzen wir zu Feier, das sind auch die Feier, die werden das Mandat, was wir bei der letzten Wahl gekriegt haben, ausfüllen. Ja, das kennt ja also Prinzip vom Rotationsprinzip, das heißt, die zwei, die aufhängen, der Juste und nicht, werden während 2,5 Jahren dann Deputierte sind. Dono kommen dann für den Bezirk Süden den Marktbaum, auch für das Bezirkszentrum den David Werner, die dann Mandat benannt feiern. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass das eine Pension ist für uns zwei. Dono, wir werden noch noch aktiv an der Politik als abbringen. Am Übrigen, das ist auch keine Abschiedspressekonferenz. Ich weiß überhaupt nicht, wie werde ich noch von der Schweiz. Also da muss das noch eine ganze Zeit lang drohen. Gut, ich meine, was für uns wichtig ist, hinter der letzten Pressekonferenz, das die letzte Bilanzpressekonferenz, dass wir heute aber wirklich können so, wenn wir so zurückgucken, an die letzten 5 Jahre, sind 2009, wo wir an die Chamber rangekommen sind, hat die Linke sich wirklich permanent von Wahl zu Wahl gestärkt. Wir sind von quasi 3% Demos auf heute quasi 6% herabgegangen. Was das bewirkt an der Chamber, da das mengenisch, das haben wir auch gleich angekündigt, wenn wir als verstärken an der Chamber, dann werden wir auch viel mehr proaktiv können und die einzelnen Projekte rücken. Da werden wir nicht mehr reagieren auf Sachen, die als vorgelegt gehen, wie das DAX Demos der Fall war, weil wir nicht ernst auch gepackt haben. Das haben wir die Möglichkeit, auch proaktiv viel mehr also ranzubringen an die Chamber. Aktivität. Das heißt, die Verdoppelung von der Sitz als am Fondgehol mehr wie eine Verdoppelung von der Arbeit, die aber als Zug kennt. Was doch neu ist an der Chamber, dass es ein neues Reglement gibt, weil es mehr Rechte gibt, wo mehr Redezeit, wo noch mehr Initiativrechte. Wir haben quasi das Statut von einem Gruppe parlamentär gekriegt. Wir haben in der Konferenz des Präsidenten teil. Wir treten op wie all die anderen Gruppen noch zu den meisten Projekten, Punkten, die auf der Terrasendung stehen, holen wir auch wirklich Stellung. Das heißt, auch wenn wir nicht immer dieselbe Redezeit tun, wir haben aber immer die Möglichkeit, zu den wichtigsten Projekten Stellung zu holen. Aber wir wollen doch beitragen zur Kontrollfunktion vom Parlament vis-à-vis von der Regierung. Der Präsident vom Parlament, Marci Bartolomeo, hat vor kurzem gesagt, das Parlament wird mich stark gehen, hinter der letzten Wahlen. Ich weiß nicht, ob das über 2 Jahre ist, aber ich will dann mal tun, dass es dann in einer gewissen Hinsicht mich stark gehen, dass dadurch, dass die Opposition mich stark gehen, dass das mehr ein verschiedenste Summe gesagten Opposition ist. Und dass du mal doch den Druck auf die Regierung wiest. Muss ich aber so gleichzeitig, wenn ich wirklich für den objektiven Bilanz sehen, bei der Regierung wiest aber auch der Versuch, sich dem Druck zu entziehen. Die Regierung geht nicht immer auf das Parlament zu. Die Regierung geht auch nicht immer auf die Gesellschaft zu, an die Organisationen an der Gesellschaft, die mit ihren Forderungen unsere Runden treten. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass Studenten helfen, da werden Justin Türpel nur noch darauf zurückkommen, wo ja wirklich gesehen hat, wo aber an einer ganz kurzen Zeit quasi man Briegeisen versichert ist, die Projekte durchzuboxen. Ich habe auch an einer Kommission, wo ich sehe, an der Arbeitskommission, das Beispiel vom Reklassementsgesetz, was ein Gesetz ist, was eine relativ Bedeutung hat im sozialen Plan.
wo die Gewerkschaften noch gesagt haben, das Gesetz muss eigentlich zurückgezogen, wo sie versuchen, wirklich ohne wirklich an den Fond von der Diskussion anzugehen, an kürzester Zeit die Amendementer zu dem Gesetz durchzukriegen an der Kommission, an nur als der Staatsrat befestigen, aber sie wollen dann mäßig sehen, das Gesetz auch ja nur unhöhlen lassen durch die Chamber, ohne dass die wesentlich Fragen, die eigentlich sich an dem Kontext stellen, giffen behandelt gehen. Wenn ich gucke in den Bilan von der Regierungspolitik, will ich mich eigentlich auf zwei Aspekte davon beschränken, denn Justin Töpel kennt ja nur noch auf andere Aspekte davon drauf zurück. Ich will mich beschränken auf Fragen von der Demokratie und noch kurz auf verschiedene Sozialfragen. Was Demokratie angeht, das war ja eigentlich den Terrain, wo sich am meisten erwartet gehen von der Regierung, par rapport zu der CSV-Regierung. Dass sich frische Wand erwartet gehen, in also angekündigt gehen, dass sich eine demokratische Erneuerung erwartet gehen, die steht auch ausdrücklich so am Regierungsprogramm dran als wichtiges Kapitel. Und ich meine, dass es nicht durchgeht, dass einfach nicht mit Rechte von der Opposition am Parlament formal gestärkt gesehen, was ich für Druge so tue, die Rechte müssen auch einen Inhalt haben. Und da fand ich, dass nicht immer die richtige Transparenz vorherrscht. Verschiedene Beispiele, den Deontologiekodex von der Regierung. Die sollte schon nächsten letzte Freude sollten der Presse vorgestellt gehen, ohne dass die Chamber darüber diskutiert hat, ohne dass ein Gesetz kommen wir, wie angekündigt am Regierungsprogramm, über den die wichtigen Kodex, den soll so, wer der Regierungsmember darf, was nicht darf, ohne das für in einer parlamentarischen Debatte zu diskutieren. Wenn man davon gewohnt gesehen auf einer Pressekonferenz, das ist gar nicht befriedigend, das, was die Pantouflage nennt, das heißt, wo freie Minister, die an die Privatwirtschaft direkt rüberwechseln, mit all dem Wissen, was sie haben, wo man ja zwei notable Beispiele hatten, das vom Minister Kricke für eine Zeit, an das vom Minister Frieden. Also als gesagt, das soll auch in Zukunft noch möglich bleiben. Es soll nicht verboten gehen, überzuwechseln an Privatwirtschaft. Nimmer, wenn du sein Wissen gibt gebrauchen, und nur mit Zivilinteresse von anderen Leuten schädigen, da sollen die Minister können aussichern für ein Zivilgerichter, aber die einzige Responsabilität vom Minister vis-à-vis vom Staat, die soll, so wie du gesagt hast, an keinem Fall afro kommen. Der Minister Felix Bratz, Justizminister, hat geschwert von einem Recht der Berbischt, das der wir nicht touchieren. Die Ministerin hat noch ein Recht der Berbischt, und das darf die nicht behindern an ihrem Recht der Berbischt. Wir haben uns nicht zufrieden gehen mit den Erklärungen, wir haben an der Chambre eine Motion erarbeitet, wo man verlangt, und das ist so wie am Regierungsprogramm vorgesehen, das Gesetz, dass der Kodex soll an die Institutionskommission soll ein Gesetz kommen für den Kodex festzulegen. Daraufhin hat der Fraktionspräsident von der LSAP, den Alex Bodry, gesagt, da soll dann Kommission verwiesen gehen. Und hier wir auch nicht sicher, ob nicht einfach ein Gesetz kommen, das muss noch diskutiert gehen. Und das wird auch damit geendet, dass die Chamber beschlossen wird, dass die Institutionskommission sich nur mit dem Reglement Grand Ducal, den er so gekündigt war, befasst. Das ist auch aufgefallen, dass letzte Freitag im Regierungsrat den Projekt de Reglement Grand Ducal nicht vorgestellt ging. Das heißt, wir hoffen, dass die Regierung da auch daran denkt, für Deontologie froh von den Ministerin enger breiter Diskussion zu erwerfen, an der Öffentlichkeit, aber auch an der Chamber selber. Weil wir fanden es anormal, dass nur dem gerade die Frauen, die sich stellen, um die Deontologie von den Ministern, um die Responsabilität von den Ministern, um ihr Kontakt zur Privatwirtschaft, die ja am Mittelpunkt von der Affäre
Stung von Wickring Leving, wo sogar die demolische Opposition, die Gring an DP, eine Enquetekommission verlangt haben, dass der Bemol soll klammerheimlich diskutiert in länger am Regierungsrat, die selbst froh hat sich auch gestaltet bei der Cargolux. Sogar auf einem viel mehr höheren Niveau nach Gestalt bei der Cargolux. Wir bleiben also der Meinung, es soll ein Projekt de loi kommen über die Deontologie für die Ministerin. An die Chamber soll sich damit befassen, so ein Projekt de loi auch mit auszuschaffen. Wie wenig die Regierung etwas hält von Transparenz, haben wir auch gesehen, letzte Woche an der Debatte über die Deontologie von den Deputierten. Dasselbe ist übrigens so, ob die Staatsbeamten an der Verwaltungsrat, wo den Justin Törpel eine Reihe Informationen gefordert wird über die Präsenz von Staatsbeamten an den privaten Verwaltungsräten, über das, was sie da verdienen, wo ihm carrément refusiert ging, als irgendeine Information darüber zu gehen, was wirklich eine Frechheit ist vis-à-vis von den Deputierten, vis-à-vis von der Chambre an ihre Kontrollfunktion insgesamt. Dann das Reformgesetz vom Geheimdienst, der ja Ulas gehen hat zu der Regierungskrise. Auch da fanden wir, dass keine Lehren daraus gezogen sind. Mit Ausnahme von einer verstärkten Kontrolle von der Regierung, die so mehr kollektiv verantwortlich gehen für die Kontrolle vom Geheimdienst. Mit das verbunden mit einer zusätzlichen Legitimierung vom Geheimdienst als Überwachungsorgan von der Regierung. Wir haben die Projekt de loi analysiert. Das RAL geht verstärkt durch also für personalmäßig, was in Missionen nur geht, was in Aktionsmittel nur geht. 100 kritisiert. Und auf jeden Fall steht fest, trotz allen Diskussionen, die im Moment gefordert gehen, Stichwort der NSA oder Snowden, über das, was Geheimdienste heute machen an den Gesellschaften, international, also selbstverständlich auch zu Lützeburg, alles das wird nicht vorgestellt, mir wird zusätzlich durch das Gesetz legitimiert und weitergetrieben. Dafür mengen wir das auch die froh, wie es mit dem SRAL, mit dem Geheimdienst weitergeht zu Lützeburg, weiterhin Gestalt bleibt und dass sich da nichts geändert wird in Richtung von mehr Abblick an die Aktivitäten anzuführen. Auch die Frage vom Access von der Bürger und Informationen ist immer noch nicht geklärt. Das zwar gesagt gehen, das soll ein Gesetz geändert gehen, aber bislang fehlen noch all Details. Darüber, was Verfassungsänderungen angeht, will ich just sagen, bislang leider doch noch nicht fest, auf welche Richtung das wird gehen, wird froh, schlussendlich wird Gestalt gehen. Ich fand just, dass der Zeitraum immer mehr kurz geht, für überhaupt eine anständige demokratische Debatte darüber zu feiern. Nur die letzten Informationen, die wir gekriegt haben, wird die gesellschaftliche Debatte eigentlich Anfang nächstes Jahr geplant. Und das soll noch schon direkt zu verbunden sein mit dem Referendum, wo die Frauen selber auch noch nicht bekannt sind. Das heißt, wir mengen also, dass ein Punkt Renouveau Demokratique des Regierung noch keine wesentlichen Änderungen gemäht wird. Wir hatten an der Wahlkampagne kritisiert, dass es dann von eine Doppelkrise gibt, eine Sozialkrise und eine demokratische Krise, und dass die zwei zusammenhängen. Aber wir mengen auch noch immer, dass soll noch kein Ausweg aus der Doppelkrise von das, wie das die größten Geschäftsinteressen, die noch immer ausschlaggebend sind hier am Land. Und das hängt zu dem mit der Umverteilungspolitik, dass die großen Geschäftsinteressen auch ein Interesse daran haben, so wenig wie möglich abgedeckt zu gehen, dass sie so wenig wie möglich Abblick daran kriegt. Und das hat zu tun mit all den Fragen, die ich für drin abgezählt habe. Ich meine, dass das Chamber vielleicht mehr wie alle Chambern für drin einfach nicht mehr soziologisch geguckt, die aus von den Geschäftsadvokaten auf von der Geschäftsleute, auf alle Banken übrigens. Und ich fand wenigstens persönlich, dass das so deutlich ging, als wie kaum je für drin. Die Regierung aus den drei Parteien hält offensichtlich zusammen,
dat bedeutet, dass DLSAP, der ja das Interesse vom Salariat von der Gewerkschaften soll vertreten, dat nicht genügen kann, dass auch die Gring, die am Fungeholl viel dazu beigetragen haben, durch einen alternativen Ursprung von der geringer Bewegung, dass auch die Interesse von den Umweltverbänden mehr Sichtbarkeit gibt an der Chambre, dass auch die Gring eigentlich komplett traurig gesehen, was die Interessen angeht, und das am Fungel eng wichtig kritisch Stimme, aber die nach Besternen nicht an der Chambre, denen frohen die Löschzeit komplett fehlt. Und ich meine noch, dass das erklärt, wie wird DP ideologisch die Koalition dominiert, ob schon so eigentlich minoritär dran ist. Es gibt am Fungel eine Interessenkoalition von den Leuten, die großen Interessen, ökonomische Interessen an der Gesellschaft vertreten, eine Arbeitsbeziehung von CSV an ADR. Das ist immer mehr klar. Zum Beispiel die Geschäftsafferkunden, von denen wir die letzte Zeit viel geschwärzt haben, die sitzen auf alle Bänken, von allen Fraktionen. An der CSV als der Gewerkschaftsfliege relativ mundtot die letzte Zeit. Der ADR also auch nicht mit der Partei, die nach aber teilweise für gewerkschaftlichen Themen motiviert war, neben ihrer konservativer Grundausrichtung an Gesellschaftsfrohen, als sie eine reine Spurpartei gehen, die just nach vor Spuren schwätzt, auf uns nicht. Das wirkt sich auch auf Sozialpolitik aus. Die Leute, die so an der Sozialpolitik wären ein bisschen mehr ruhig gehen, sind das Index, wo nicht mehr so am Vordergrund steht. Ich meine, was hier gerettet ging, ist, dass ein scheißwerter Index schlussendlich, wenn keine weitere Inflation kommt, dann erfällt maximal eine Tranche am Jahr. Darüber heraus wird verhandelt mit den Gewerkschaften. Wenn nichts dabei herauskommt, könnte weiter das Gesetz, wie man schon hätte, für den Index zu manipulieren. Das ist so, dass verschiedene Parteien mehr weit wollten gehen wie das hier, CSV und der auch DP. Und kann ich noch Gewerkschaften verstehen, dass sie am Fungel die Burschfrieden den Index akzeptieren, weil 2,5% mehr Lohn an der Pai für jeden Verein ist oft viel, besonders an den Betrieben, die keinen Kollektivvertrag haben. Aber wo sogar Betriebe, die Kollektivverträge haben, weil auch da wird viel verhandelt die letzte Zeit über den Aufbau von den Läden, auch sogar über Kollektivverträge. Ich meine aber, dass auch wenn die Indexfrohe eine gewisse Beruhigung gekriegt wird, meine ich, die Hauptfront im sozialen Plan bleibt bei den sogenannten strukturellen Reformen. Das heißt, da wo Sozialgesetze sollen fundamental an ihrem Funktionament geändert gehen. Da haben wir einen Zipfel, also gelüft gehen an der froh, das die vom Kindergeld, auch von den Familienzulagen, respektive von den Ausgaben für Familien, dass sie gesagt haben, Kindergeld will nicht direkt davon betrifft. Wo mehr fanden, die Diskussion, die sich die letzte Zeit gemäht wird, das, was Madame Kern anscheinend plant, da ist es zwar wichtig, von mehr, dass gesagt wird, man versucht nicht anzuspüren, man macht keine Spurpolitik, das aber das, was CSV und ADR zum Beispiel kritisiert und oder. Das fand mir schon grundsätzlich richtig, dass über neue Rezepten diskutiert wird. Wir fanden, die Rezepte sollen am Kader vom Budget gesicht gehen. Weil am Kader vom Budget, weil in das Finanzement vom Budget guckt, du als am Fungel die meisten Solidarität nach zu erwerben, weil das wird finanziert über progressive Einkommenssteuern, wo die mehr haben, auch progressiv mehr rabezuellen, und wird auch finanziert über Gewinnsteuer. Wenn ihr aber seht, wir holen die normalen Ausgaben, und das sind normale Ausgaben, Logementsausgaben für Familien, Infrastrukturausgaben für Familien und so weiter. Aber wir finanzieren die nicht mehr über den normalen Weg, über das Budget. Wir holen das aus dem Budget raus, das Finanzament, und die Leute müssen das selber bezahlen. Das heißt, vor allem die Lohnabhängig müssen das selber bezahlen. Dann als ein Punkt erreicht, wo wir aber so, da wollen wir nicht mitmachen. Auch nationale Solidarität muss weiter spielen, was die Ausgaben da angeht. Das sind typische Ausgaben, die beim Budget von einem Staat zu dienen. Da soll keine Spezialsteuer angeführt werden.
weiter Sachen, die noch werden diskutiert, die das im Gebiet vom Schulmarsch, da haben wir schon gesehen, wie die Kriterien von der zumutbaren Arbeit an einem Reglement radikal verschlechtert gesehen, ohne dass ein Bilan gezogen wird darüber, ohne dass die Gewerkschaften gefroht wären. An das Beispiel vom Reklassement, wo ich auch schon gesagt habe, also ob man eng weiter Verschlechterung dran, dass die Indemnität der Tante, die bis kritet von den am Reklassement extern waren, konnte ich keine Arbeit fanden, dass die nicht mehr für die Leute gilt, die ob man 10 Jahre lang geschafft haben hier am Land. All die anderen, die kriegen nichts, mit denen ihr schon mal als River, aber wenn sie hier am Land wohnen, da kriegen sie nach den RMG. Dommer das op jeden Fall déi extra Indemnität der Tante genannt, die bis Loginas as Dommer der River, op mans an der Form wie se bis lo besternen net. So dats och mengenech die Koalition vun Interesse vun großen Geschäftsinteressen am Land, die ich fir do beschrieben hun, déi wirkt natürlich och wat Sozialpolitik geht. Aber Sozialpolitik, die strukturelle Reformen, die dort zu erwarten sind, die gehen als scheibcheweise werden die als zerveiert gehen, und das wird auch noch genug Ulas gehen für so wenig Kritik. Damit wird beim Justin. Ich wollte dich zum Bilan nach kurz 3 Beispiele gehen, auf die ich kurz da gehen. Dann wollte ich Präsentation zu meiner persönlichen Erfahrung in den letzten 6 Monaten oder meinen nächsten 6 Monaten an der Chambre an kurz op den Ausblick von was dabei zocken. Zu den 3 Beispielen vom Bilan Serge hat gedeiht, dat ich das von den Studenten beihelfen. Also muss sich aber bewusst sein, dass Studenten beihelfen, dass die kloren Test war für eine Spurpolitik zu machen an schmengen, dat aber nicht spurlos Landregierung gegangen ist, und noch nicht spurlos Leute dabausen. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, was eine Presse geschrieben hat, dass die Regierung so nie mehr selbst machen, darunter leben ich nicht. Aber sie werden aber an der Hinsicht aber Versicht aus der Erfahrung zu sammeln, wie sie mit so Sachen umgeht. Und ich meine, dass der Regierung auch relativ gut gelungen, weil jeder hat eigentlich darauf gewährt, wegen Amendement, wegen Änderung der Regierung ging machen, aufgrund von der Mobilisierung von den Studenten. Aber wie die Amendmente bis 4 lungen, also alles ganz, ganz schnell gegangen. Und ich meine, das ist ein bisschen Taktik, die sich auch in andere Projekte rumschlägt, wenn bis klar ist, dich ist, es geht lange gewährt, für zu so, was ihr will. Das nämlich schon bei der TVA, und da kommen noch bei anderen Projekten. Aber wenn Projekte da bis dich leiden, dann muss es ganz, ganz schnell gehen. Aber bei den Studenten beihilfen ist es zum Beispiel so schnell gegangen, dass den Avis von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics zu den Änderungen nicht mehr diskutiert ist. Den lungen wir nicht viel. Dat na wie vun der Chambre des Salariés an engem Projekt, an engem Draft Vielung awer net diskutiert ginnners. An ich mengen dat spiegelt och besserem wie d Regierung an andere Projekte in der Zukunft will firgoen, dommer da will man auch direkt warnen, dat wann d Regierung se ze gift dat bien entendu diskutieren, dat mechtens secht so kurz wie möglich, so schnell wie möglich, also schmerzlos wie möglich. Ein zweiter Punkt, wo ich beim Bilan kurz vortrage, das ist die Finanzpolitik. Die Finanzpolitik, die die Regierung an den Weg gelegt hat, hat sich hauptsächlich durch 3 Sachen charakterisiert in der Vergangenheit. Ich komme beim meisten begonnen kurz darauf zurück. Erstens, dass systematisch geguckt wird, für neue Produkte zu kreieren. Zweitens, dass die Produkte, die kreiert, gehen total an der Kontinuität mit dem, was die Regierung für drin gemacht hat, sogar heute zu einer mehr offensiv, die für Intérêt national zu Lützburg zu machen, als schon Rabrecht gehen von Interessenvertreter von der Wirtschaft an den Koalitionsverhandlungen, weil durch stundet ja und dann mal hat überprüft gehen aus welchen Konsequenzen, dass das hört natürlich die Verknüpfung von der Regierung heute zu den Interessenvertretern von der Finanzwelt als mehr eng nach wie fir droen an den dritten also an dodescher also eng Kontinuität die aber lo verschärft gëtt durch in dritte Punkt den general gehen, dass die ganz Fiskalpolitik Budgets Resetten Budgetsdepensen nach Resettenkontroll die hier Auswirkungen an nächster Zeit nachwert tun. Ein dritte Punkt, den ich ganz kurz vor Dago beim Bilan, das die von der Klimapolitik, weil da war trotzdem relativ stark, als was da geschieht
all Mensch weiß, dass Klimapolitik haut eng von den größten Herausforderungen ist, mit der Menschheit konfrontiert ist. Und hat sich an industrialisierten Ländern konfrontiert ist. Aber wenn ihn dann weiß, dass ich will nicht Beispiele aus erneuerbare Energien, die EU-Kommission bis 2020 brauchen wir 20% erneuerbare Energien, wie alle Menschen das nicht durchgeht. Und das tun die Umweltorganisationen auf europäischer Ebene, auf anderen Plätzen immer ausgeht. Die Lützburger Regierung unter dem Koalitionsprogramm 11% draufstehen. Und mengt dummer da hätte mir als Beitrag. Also ich habe gesehen, die ganze Energiepolitik, auch was die Energieabspürung angeht, Energieeffizienz. Wir haben das schon gesehen, durch das meine Motion rausbricht, wo wir Klimaziele von den europäischen Umweltorganisationen wie vom EU-Sommet abbrecht tun, die einfach unanim bis weiß Stimmen an der Chambre aufgelehnt wird. Das ist die Stellewert von einer ambitiöser Klimapolitik an dieser Chambre. Trotz den geringen am Hund doch gesehen, aber ein zweiter Punkt, mir hatte proposiert, über Kyoto und Konsequenzen für Kyoto in Hearing zu machen, aus dem Hearing, den am Anfang angeholt war, als lo rauskommt, in eine Subkommission, die sich soll damit aufgeben, Gedanken zu machen, wenn an der Klimapolitik Aktionsplan soll machen. Das ist, was sie möchte, sie möchte nochmal die Bilder vom Aktionsplan von der Regierung guckt, ob alles, was da dran ist, überhaupt merkbar ist, ob das Verträglichkeit mit der Wirtschaftspolitik, mit der Sozialpolitik, und geht überhaupt nicht mehr jetzt von neuen Zielen oder von neuen Aktionsmitteln. Und wir meinen, dass sowohl Studenten bei Sozialpolitik, Klimapolitik, alles, was das Serge auch gesagt hat, dadurch auch trotzdem die so dominiert sind, wie das der Fall ist durch DP, Konsequenzen bei der LSAP, bei den Grängen sich an der Hinsicht immer mehr weisen, an dem dass immer mehr Kontradiktionen kommen mit ihrer Basis, mit ihren Aussprech, an dem Prozess ist noch nicht aufgeschlossen. In Satz persönlicher Erfahrung an der Chambre, die ich gemerkt habe, ich fand einfach erschreckend, mit weniger Selbstverständlichkeit, mit weniger Arroganz, dass sich an den Kommissionen, an der Plenär, von der Regierungsvertreter aus, iwwer all Dulaise von den Bürger weggesagt wird. Da sind Kommissionen, da gehen Avien von der Chambre des Salariés, Chambre des Fonctionnaires Publics, mal überhaupt nicht diskutiert. Das ist kein Thema. Dulaise von den Bürger, Dulaise von der Berufskammer, von den Gewerkschaften, die ganz einfach ignoriert. Aber ich fand sich massiv mobilisieren, wie beim TTIP oder die Studenten an der Straße, geht überhaupt davon geschwärzt, für klarzustellen, dass das am Interesse von den Bürger ist, dass es so weitergeht und dass sie nicht konsideriert gehen. Leute sollen klar gemerkt kriegen, dass dann hier im Interesse ist, dass sie etwas weggeholt kriegen, dass aufgebaut wird bei den Börsen, bei der TVA. Und das nicht transparent ist, das sehen wir schon beim TTIP, beim CETA, bei TISA, dass das am Anfang nicht Transparenz am Ende von Giderengem ist, steht aber an relativ krassem Widerspruch zu dem, was die Regierung angekündigt hat. Aber ich meine auch viele Deputierten von den Majoritätsparteien sich erwartet hatten, dass sie an der Chambre dazu beitragen und wahrscheinlich aber auch da immer mehr enttäuscht sind von dem, was sie da müssen machen und stimmt doch für Transparenz von Finanzprodukten. Und das ist einfach erschreckend zu sehen. Das erschreckt, also für mich, den nicht Berufspolitiker als den aus dem militanten Leben kennt, also wie mir überhaupt. Also erschreckend zu sehen, wie wenig das Interesse von den Leuten draußen an der Chambre überhaupt vertreten gehen. Wir versuchen das zu machen. Wir sind die Einzigen, die dabei konsequent und offen weiß man an den Kommissionen, durch Nachfragen, durch Question parlamentär, durch Interventionen, durch Motionen. Und das einfach erschreckend zu sehen, wie lange da den immer da ist. Das heißt, wir haben die Clivage zwischen der Zivilgesellschaft und der offiziellen Politik, der offiziellen politischen Vertretung, für den eigentlich von der Politik aus gefördert wird, statt das soll für sich gehen aufzubauen. Das heißt, das schon bei alles schlägt, aber es scheint so schwer. Das hat für ein Beispiel, ein kleines Beispiel von den Vertretern vom Staat- und Verwaltungsrecht, von Chamber, da gesagt hat, das geht aber nicht, dass die Regierung das verstoppt, da muss aber noch etwas geschehen, für das die aber publiziert gehen. Also ein kleines Beispiel, wo dann Heinz da gesagt hat, so kann es aber nicht sein. Zum Ausblick, für aufzuschließen, ich meine, das klar, dass das nicht der Willen ist von dieser Regierung, nicht nur an einer Motion reist, sondern nur an Debatten, an Interventionen reist, für soziale Ungleichheiten, für die aufzubauen oder überhaupt für den Prozess von Umverteilung von innen und oben, natürlich, dass die Reichen immer mehr reich und die anderen immer mehr holen,
für den überhaupt auf Rot zu stellen oder zu bremsen. Die wollen as nicht do. Mir hat die Regierung aber gemerkt, dass es kann nicht mehr spuren. Ja, Nadia zum Beispiel immer verlangt. Es kann nicht mehr spuren. Sie merken, dass nicht mehr Spuren Konsequenzen hat für die Sozialpolitik, auch für die Investitionspolitik, die nicht mehr möglich sind, in der Politik zu machen. Trotzdem bleibt der Schwerpunkt für die nächste Zeit bleibt Spuren. Mit allen schwerwiegende Konsequenzen, die das hat, auf allen Ebenen, sowohl in der Sozialpolitik wie in der Investitionspolitik, weil dummer da, also ich würde sagen, zu der Geschichte von der sozialen Selektivität, die wir den eigentlich mehr seriös diskutieren. Auch die Sozialselektivität, die die Regierung an Fenster gesagt hat, gehört zum Spuren. Es geht nämlich darum, für zu gucken, wen sozialverträglich bei der Sozialausgabe kann spuren. Was geschieht mit denen so? Die kriegen nicht die mehr, die sie echt brauchen, die gehören zu der Umverteilung von innen und weil die suchen, die brauchen nämlich sonst nirgends holen zu gehen für die notwendige Investition. Das ist übrigens die Ursache, für was das Gewerkschaften zu Lützburg kennt, das Prinzip von der sozialen Selektivität sind. Und tatsächlich, die gehen nicht tags genug auf vier gestraft, weil jede Menge Sozialselektivität, das wird ja so sozial gerecht. Nee, insgesamt wird das nicht mit sozialer Gerechtigkeit zu dienen, insgesamt wird das mit Spurpolitik an Umverteilung zu dienen. Auch was die Finanzpolitik überhaupt angeht, meine ich also klar, dass man eine Transition dran von Steuergeheimnis zu minimalen Austausch, minimaler Transparenz, wo auch Lützburg nicht mehr lernen können. Was wird gemerkt? Es wird nicht geguckt für wirklich eine Transparenz dran zu kriegen, zu gucken, was wird wo produziert, was müsste wo besteuert gehen, mit genau Nische geschafft, genau Produkte geschafft, in von den krassesten war dabei so weit kommen, dass man nicht zugucken, weil zugucken, das war, das schon ein Dir abgemerkt, für Leute auf Lützburg ranzukriegen, mit viel Suen, in von den krassen werden Fondation Patrimonial sind, die am Hirsch werden gestimmt gehen, wo also mehr als in einer Fondation sein ganzes Vermögen ranzubringen, praktisch kein Steuern zu bezahlen, auf dem, was mit dem Vermögen an der Fondation geschieht. Und wir wollen auch den, für der Reicher, von allem Superreicher, umzuzeigen, das ist den Trend, den ist ungebracht. Besonders was auch dabei eine Rolle spielt, was nicht vernachlässigen, dass sich am Finanzsektor im Gang ist, den ganzen Denkstiftungssektor auszubauen, den eben just will von den Denkstiftungen, die in Lützburg kann machen, profitieren. Und das war mehr krass wie, noch nie so krass war wie lo, dass das Interessevertreter von dem Denkstiftungssektor an der Chambre selber mit diskutieren über die Projekte und so nach Rapporter sind. Auch plansektoriell, just die Satz, mengnisch geht mehr Business as usual gemacht, Leute sollen hier Meinung können so an der Vakanz, am August das Dreh eine Diskussion zwischen den Bürgern und der Chambre, von die überhaupt nicht statt. Chambre kriegt ja Notresultate matt gedeelt. Und es war nie möglich, auf eine Orientierungsdebatte in der Chambre über Plan sektoriellen zu feiern. So wie doch nicht möglich ist, im Moment auch nicht gewünscht, dass Bürger sich an die Chambre können rabbringen, sie können ihre Reklamationen bei den Gemengen aufgehen und die gehen ugeholt oder nicht ugeholt, ob das aus der Gemeng los. Ich möchte den Satz, Eistag an nächster Zeit, als der für weiter gegen den Mainstream umzukämpfen, und zwar nicht rein definitiv, mehr auch proaktiv, auf eine ganze Reihe Sachen hinzuweisen, für systematisch den Joint zu machen, mit den Kräften, mit den sozialen Kräften von der zivilen Gesellschaft, die Schwierigkeit, ob die mehr stoßen, ob die Bürger an Gewerkschaften, an soziale Bewegungen stoßen, als die von der Opazität von der Regierung, von ihrer Politik, wie ich früher gesagt habe, wo Projekte am letzten Moment bekannt gehen, und da ganz schnell sollen durchgebatscht gehen, die Schwierigkeit, ob die mehr stoßen, die wir aber manchmal immer mehr Werte müssen können vorstellen, als die von den Nichtfällen von Diskussionen über die Leiste von den Bürgern an der Chambre, was man versuchen systematisch abzubrechen, rundherum Verfassungsdiskussionen, rundherum Entrevuen, die überhaupt mussten stattfinden, die nicht stattfinden zwischen den Chamberskommissionen und den Vertretern von der zivilen Gesellschaft, außer wenn sie was wie Petition oberzwungen kriegen, durch die Stellungnahmen von der zivilen Gesellschaft seriös geholt gehen. Aber wahrscheinlich geht nicht durch, dass wir versuchen, das systematisch ranzubringen. Die eine oder andere größere Mobilisierung ist sicherlich auch noch notwendig, für dass das überhaupt geschieht.
dummer da ergänzen, dummer da dat wir dat wat mir ich wollten soen zu der zum Biller, weil du direkt froh se gi man die direkt klären, war kein direkt frohse klären man se no gern och dich silo direkt frohen. Van dat net de Fall ass, dann sommer ich Merci fir er Dauer wat der hat, Berichterstattung an mir rikkelen Tëcherlo so, dat man es gemmittellich können dann ha hinsetzen an hoffen, dat man nach eng agréabel Stëndchen oder 2 Stunden können ze summen verbringen. Merci.